Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der Coop-Saison. Und ja, das letzte Rennen war in Kanada. Und ich bin dort ein bisschen vom Pech verfolgt worden, wobei wahrscheinlich auch ein bisschen durch eine dumme Entscheidung von mir selber. Ich hatte ja einen Motorplatzer. Also man sieht es jetzt gerade bei mir im Bild, sieht man es jetzt gerade noch, dass ja die MGU-K bei mir geschwellt hat. Und das haben wir jetzt aber ausgewechselt, beziehungsweise sind dran für den nächsten Grand Prix. Motor die wir auch komplett auswechseln und auch noch das MGU-H. Also ich sollte eigentlich mit einem komplett neuen, frischen Motor an die Sache gehen. Ich weiss nicht, Gabo, wie sieht es bei dir aus, dein Motor? Ja, beim Motor, ich hatte denke fast alles gewechselt schon, weil das schon ziemlich durch war. Was habe ich da? Den MGU H habe ich jetzt gewechselt, Energy Store habe ich gewechselt, Turbocharger und Control Electronics habe ich vor dem letzten Rennen schon gewechselt. Aber ja, das hat man in Kanada ja auch nicht gebraucht. Bei mir war ja der nicht vorhandene Skill, der mich wieder rausgekegelt hat. Ja, no, c'est la vie, gell? Kann man so sagen. Und mit dem Übergang, mit dem französischen Übergang gehen wir auch nach Frankreich. Zum nächsten Rennen in Paul Ricard gehen wir fahren. Mal schauen, was wir dort rausholen werden. Ich hoffe einfach auch wieder, es kommt nicht regnen. Es wäre wirklich mal an der Zeit, dass wir ein bisschen trockene Rennen jetzt haben. Jetzt kommen auch die Rennen, wo ich persönlich auch ein bisschen schneller fahren kann, weil ich sie besser kenne. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Weil, mal schauen, was passiert. Let's go. Allez. So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir sind das Training gefahren, beziehungsweise ich bin es gefahren. Der Gabo ist rausgeflogen, hat seinen Karren geschlissen und dann bin ich halt einfach noch gefahren. Heisst, er ist voll. Genau, 2 Runden ist er gefahren, das heisst, er ist jetzt voll im Trouble, weil er hat noch kein richtiges Setup eigentlich. Plus ist er noch keine richtige Runde gefahren. Wie ihr seht, im Rennen kommt es wieder mal einmal mehr schneien. Schneien, sage ich schon. Alter. Regnen, meine ich. Regnen kommt. Und zwar, so wie es aussieht, ja, am Anfang des Rennen regnet es und dann wird es trocken. Also wird es sehr spannend zu Rennen werden. Das Qualifying ist jetzt mal trocken und dann schauen wir mal, was wir jetzt rausholen im Qualifying. Let's go! Die Batterie habe ich jetzt noch gewechselt. Ich hoffe, es hat auch geklappt. Mhm. Gut, sagst du gerade die Batterie? Ich habe noch Hotlap draussen noch. Oh, okay, bin ich schon mal schön off-track. Nicht schnell gewesen. Es ist sicher besser als das letzte Setup. Im letzten Setup habe ich mich nämlich 2-mal rausgedreht. Genau an dieser Stelle. Ja, die Runde ist mal nicht bei mir. Ja, meine ist sehr vorsichtig, aber schlecht wird sie nicht sein. Oh Gott! Aber hier beim Rausbeschleunigen schießt es fast. Sie schauen, ob ich etwas machen kann dafür. Die Frage ist halt immer, weißt, was verursacht das halt? Das kannst du hier mega schlecht analysieren. Ja, plus du musst auch immer noch so anschauen. Also das Auto ist jetzt nicht so wie ein Mercedes. Nein, so das heisst, wir nicht. können auch manchmal teilweise nicht mehr rausholen aus dem Auto. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber du bist schon schneller als ich, also habe ich jetzt das Gefühl. Aber ich habe auch wirklich Probleme gehabt in dieser Runde. Ja, wir sind einfach beim Rausbeschleunigen. Das heisst, ich kann sicher etwas am Brake Bias noch machen. Wo man das Heck einfach ein bisschen ausbricht die ganze Zeit. Bei der Brake Bias tut das Ganze eigentlich ein bisschen regeln mit Understeer, Oversteer. In und out of the corner.
Ja. Was haben wir? Ich bin 1,32,7 gewesen. 1,39. Platz 6. Also das Setup ist sicher schon mal gut für Speed, aber Kontrolle fehlt mir noch ein bisschen. Da muss ich jetzt noch schnell ein bisschen dran arbeiten. So gut wie man halt kann. Okay, ja, vom Benzin soll es mir gerade länger. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Zwar ein bisschen früh bremsen, aber lieber so als zu spät. Dann kommen die gerade wieder auf Pol. Ja, es läuft wirklich auf das raus. Sehr gut, der erste Sektor. Schnellster erste Sektor. Hecke stabil, 14. schon gewonnen. Ist noch ein bisschen weit weg. Aber ist gut. Ich gehe nach rechts. Ich fahre einfach geradeaus. Gut. Das ist nicht Fahren wir ganz da halt perfekt. ein bisschen Slalom da. Oh Gott! Gut Slalom. Ja, gleich die Runde gestrichen bekommen. Wie viel spielt habe ich noch? Ah, ist jetzt wieder durchgetappt. Ich bin immer noch ein bisschen sprunghaft auf dem Heck. Low Fuel Mode on, okay. Ja, jetzt habe ich verkackt. Vielleicht noch letzte Corner etwas holen. Scheiße, dass Essen wieder so schnell wurde. Ich hätte nicht gedacht, Vettel ist einfach im Training hinter mir gewesen. Ja, jetzt habe ich Low Fuel Mode gehabt. Ja, erster Sektor, hure gut gefahren. Mitte Sektor, sehr schlechte Entry gehabt in die Schikane. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. It's Sergio Perez on pole position today, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Moving on to the rest of the grid, we have Norris, Leclerc, Valtteri Bottas and Hamilton, Ricciardo, Sainz, Shepard and Pierre Gasly, Fernando Alonso, Ocon, Yuki Tsunoda and Vettel, Stroll, the real deal, Nicholas Latifi and George Russell. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte jetzt mehr Regen erwartet als nur Inters, aber egal. Aber für dich ist es gut. Also wenn es mit normalen Wets gestartet wäre, Wäre heftig gewesen. Ja, vor allem Also, wäre es so hure lang gegangen, bis der Regen weggegangen wäre. Ja, also es ist wirklich nur ein bisschen Nieselregen in dem Fall, wo wirklich nur etwa, denke ich, plus minus bis Runde 4 wird etwa rum sein und dann wird es schon auftrocknen. Also es ist auf jeden Fall sicher spannend, wenn wir in die Box können gehen, vor allem wenn wir da jetzt gerade absprechen, wer jetzt in die Box geht. Also sagen wir mal, also, einfach der vorne ist, hat den Vorteil, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, außer es kommt jemand in meinen Weg, aber ja, kann es so sein. Ja, plus die Frage ist natürlich Safety-Car-Phasen, ob etwas noch kommt oder so. Also es wird spannend, definitiv. Ich nehme einfach den Sprit, aber sonst mehr muss ich ja nicht einstellen. Ja, voll, ja. Also, dann hoffen wir mal auf ein gutes Rennen. Ich hoffe mal auf einen guten Start. Ja, also ich hoffe, dass ich die beiden Ästen catchen kann, Mann. Oh nein, ich bin auf der linken Seite. Ja, ich bin rechts zum Glück. Auf der rechten Seite kannst du aber schön... Oh Gott, habe ich US-Bin. Okay, ich habe schon mal Platz verloren, 10 Plätze verloren. Oh, sehr sensibel bin ich hier am Reingehen. Ja, schon Frontflügel kaputt, leichten Damage gemacht, weil ich am Latifi eingehängt habe. Schade. Aber noch alles okay, ich kann noch fahren. Das ist wirklich nur minimal, ich glaube, sie kann noch draußen bleiben. Oh mein Gott, willst du mich eigentlich verarschen? Bremsen die ab? Soll ich da Frontflügel? Ja, das ist meine. Nein, ehrlich, Mann. Oh! Oh, du hast jetzt fast geschossen. No, ich bin neben Vettel. Die in Schneckentempo die Tür, ich habe mir so viel Mühe gegeben, ehrlich jetzt.
Okay, sie kommen mehr mit der alternativen Strategie jetzt. Ja, mir auch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt pitten oder ob ich warten bis es trocken wird. Oh, hinter mir kommen fast das 4. hohe Kurve rein. Also ich pitte glaube ich nicht. Ja, Ich probiere mit dem Frontflügel durchzuziehen. Also bei mir ist er noch grün. Es ist nur leicht gelb eigentlich, weißt du? Nein, also ich muss pitten. Ich komme fast nicht um die Kurve nochmal. Ich fahre Risiko. Confirm Change. Ah ja, du fährst Off-Track, hä? Boah, holy shit. Ist er rot oder was bei dir? Oh nein, mein nein, Gott! gelb. Sorry. Nein, ich habe mich weggespinnt fast, gut, weil ich gut. Wheelspin hatte. Nein, jetzt musst du doch nicht rechts überholen, ich muss in Pits. Ja, das ist jetzt einfach wieder mal etwas gewesen. Russell wäre fast in Pits gefahren jetzt. Brems! Oh, ja, keine Zeitstrafe holen. Also ich versuche wirklich mit dem kaputten Flügel jetzt durchfahren, weil ich denke, bei mir wird nur ein Sideplay kaputt sein. Nee, reg mich so auf. Man sieht es Und richtig. mir einfach einen Boxenstopp sparen. Ich habe keine Lust auf einen weiteren Boxenstopp nachher. Ja, ich hoffe einfach, dass es einen Safety Car gibt, wie immer, oder? Warte, kann ich vielleicht organisieren. Mach bitte. Aber erst beim Wechsel. Erst wenn das DRS aktiviert wird. Okay. Ich habe jetzt halt ziemlich einen Vorteil in dem Sinn, dass ich mich extrem gut an dem anpassen kann, was die vor mir Ah, machen. Mick geht in die Box. Genau, aber jetzt können wir nämlich schauen. Mick geht in die Box, aber weil er glaube ich, so Frontflügel-Damage bei mir geholt hat mich Krampf vorher ein bisschen. Ich schaue geschwind. Wenn er jetzt nämlich Softs drauf tut, dann tue ich auch schon Softs. Nein, wir müssen vor allem schauen, wie lange das er draussen bleibt. In der Box bleibt. Okay, jetzt fahre ich gerade in die Lücke rein, also jetzt werde ich gerade den Service abhalten. Also Frontflügel weg, dann kommt er auf gerade. Ja, schau, das geht tiptop auf. Du fährst dann sicher gleich weg, oder? Ja, jetzt. Ja, schau jetzt. Perfekt. Und sie sind Nice. ready für mich. Ah, Russell hat mich überholt in der Box. Doppel-Pitstop. Hä? Latifi hat mich auch überholt in der Box. Ah, Hä? Die sind einfach nicht ready gewesen für mich. What? Die sind einfach nicht ready. Und jetzt musste ich noch für einen Schuhmacher warten. Jetzt hatte ich 6 Sekunden Pitstop gehabt. Das habe ich noch nie gesehen so etwas. Oh mein Gott, es ist schon ein bisschen. Oh mein Gott, es ist schon ein bisschen. schon ein bisschen rutschig noch. Ja, also dort habe ich jetzt schon einen Vorteil. Wieso meinst du? Ja, weil ich bin hinten. Bei mir ist es schon viel trockener, wenn ich fertig bin mit dem Pitstop. Aber ja, du musst vorsichtig sein. Das heisst, ich will meine Reifen ein bisschen weniger bumsen jetzt. Als ob der Russell so schnell fahren kann. Ja, das Als ist ob er jetzt... so schnell fahren kann jetzt. So unlogisch. Die ersten 2-3 Runden werden wir abgezogen von der KI. Was, das ist rutschig noch. Fast bei jeder Gelegenheit dreht Ah sich gut, der das fährt Auto. mit Softs, gell? Vielleicht sind die natürlich ein bisschen besser. Brauchen ein bisschen weniger Temperatur, dass sie einen guten Grip können aufbauen Okay, können. das stimmt, ja. Das stimmt. Oh mein Gott! Oh! Bist du Vollgas durch? Ja, nicht wirklich, nein. Aber Also halt ich immer noch bin zu viel ja Speed Gas gehabt. gelüftet und bin gut durchgekommen. Ja, ich kann auch ein bisschen müssen lüpfen, aber fast ein bisschen zu fest. Hey, also mich dreht es fast aus dem Corner raus. Alter, wie schnell der Latifi und der Russell sind. Ah, tu doch nicht verteidigen, du Hurenschmacko. Oh mein Gott! Same. Ja, IRS in der Kurve aktiviert und mit einem Drift rumgekommen, gerade wieder ausgeschaltet. Besser ist es. Auf der Gerade bin ich so viel schneller als der Schuhmacher. Ah, okay, da. Oh, Yellow Flag. Nein! What? Das ist unglaublich. Ey, ich kann nicht fahren. Hauptsache wir nicht da, dass es öfter Safety Car gibt. Er sagt so, ja, Marshall haben relativ die Strecke können schnell räumen, gibt kein Safety Car. Was? Das war ein Monster-Crash. Gasly und Mazepin in der Pits. Okay. Also die neuen Softs. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich gegen Rennende richtig Probleme wird bekommen noch. Also der Mazepin hole ich jetzt. Mhm. Aber ich glaube, gegen Rennende werde ich Probleme bekommen.
Also ich müssen brutal verteidigen gegen die alle. Oh mein Gott. Norris macht das fettes Überholmanöver bei der schnellen Rechtskurve auf den Bottas. Gelb, Sektor 2. Das ist wild, wieso? Leclerc fährt rechts an Rand an, man kann nicht versagen. Safety Car? Hoffentlich nicht. Ich könnte die Box soft zahlen. Aber ja, aber lohnt sich gar nicht mehr. Runden. Ja, wobei, vielleicht hast du noch eine Runde Zeit nachher. Okay, bei mir ist jetzt gerade der Mazepin hinten dran. Latifi muss immer noch pitten. Also P16 könnte ziemlich safe sein, auch wenn die den Mazepin würde holen. Nein, der hat seinen zweiten Stopp schon gemacht. Ja, aber ich habe ihn gerammt. Wir haben uns berührt vorher. Ja. Und vielleicht hat er eben Sideplate Damage geholt oder so etwas. Okay, Latifi habe ich jetzt auch bei P14 jetzt. Und natürlich jetzt einmal eine Platzierung gut gemacht wegen Leclerc. Wow, Alter, ey, Turn 1 und 2, ja, so ein Problem. Ich kann einfach das Auto nicht so schnell in die Kurve hineinwerfen, wie ich möchte. Ja, wow, der Mazepin, genau. Mazepin hockt er richtig auf dem Arsch. Ja, jetzt wenn ich die Probleme habe mit DRS. Du nicht, ich würde noch überholen lassen. Dann kannst du direkt wieder angreifen, wenn du das DRS laufen lässt. Jetzt ist er aber ein bisschen sehr weit weg. Das ist gut. Nein, er kommt nicht vorbei jetzt. Nein. Ich wäre weiter vorne, hätte ich glaube, er hat Frontflügel-Damage. Mazepin. Mazepin. Ja, ich fahre hure schlecht gerade und der macht man nicht nachher. Nein! DRS-Fehler. Ja, das ist okay. Immer richtige DRS-Fehler über. Das ist schon unglaublich. Und jetzt, wo ich es vielleicht noch könnte brauchen, wenn mich der Mazepin irgendwo vielleicht überholt. Aber nein, er wird einen Schaden haben, weil er wird wahrscheinlich Damage haben, kommt nur mit Box rein, weil es eben fast Rennende ist. Also wenn, dann wird es eher Motoren-Damage oder so sein, weil das Auto sieht von außen tiptop aus. Ja, Red Bull hat den Max Verstappen gewonnen. Also, der Mazepin, ich komme nicht ganz raus bei ihm, wirklich nicht. Also irgendwie ist er langsamer geworden, das definitiv. Aber der Russell hat jetzt irgendwie auch nicht aufgeholt. Also irgendwie... ja, mal vielleicht schon, aber der Russell hat ja auch ein schneller Auto als der Mazepin eigentlich. Aber mit für einen Frontflügel-Damage ist er nicht wahnsinnig viel schneller, der Russell eigentlich. Tsunoda hat noch fast auf das Startziel gegen Hamilton verloren. Nur 0,075 Sekunden nach. Wir sind fast gleichzeitig über die Linie. So. Ja, wir sollten weniger crashen, hat er am Anfang gesagt, und crasht. Hey, aber es ist katastrophal gewesen. Das ist halt wirklich der riesen Nachteil, wenn man auf Controller spielt. Du spürst das nicht, wenn das hure Heck ausbricht. Oder einfach zu spät. Also, du spürst es dann, wenn du schon fast quer stehst. Aber gratuliere zu deinem besten Finish, P14. Ist nicht schon letztes... Ist P14 der beste Finish bis jetzt gewesen? Ja, du hast bis jetzt nur P19, 20 oder DNF gehabt. Okay. Halt Kanada wärst P14 gewesen. Gell, die wäre ja P14 gewesen. Nicht wärst P14 gewesen. Nachher ist halt Motorschaden gekommen. In der letzten Runde, ja. 14 Sekunden, nein, 18 Sekunden vor dir gewesen. Ja, aber schau jetzt hast du 18 Sekunden verloren? Ich glaube es nicht. Oh, ich könnte mir schon vorstellen, ich habe viel Corners weit gefahren oder Off-Track gefahren. Aber schau jetzt mal, Bestzeit an. Testens fahren 1,33 und ich bin 1,35 gefahren. Gut, sie sind wahrscheinlich mit Softs gefahren, ist halt durch die Frage, was sie kann. Ist komplett... Nein, es ist eben auch einfach, dass die im Regen komplett overpowered sind. Ja. Und die haben schon, währenddem es am Abklingen war, 1,32er Zeit gefahren. Ja, also hoffen wir mal dort, hoffen wir mal dort auf ein trockenes Rennen. Aber du kannst ja jetzt noch F&E machen. Ganz genau. Ja, super Chassis ist moraltief, das heisst, da machen wir sicher mal nichts. Nur ein Interview ist für nichts, wenn du es nicht selber machst. Rear-Wing brauchen wir unbedingt. Mein Energy Store ist auf 60%. Ich glaube, das sollte ich auch mal upgraden. Ich meine, wir sind jetzt bei der Hälfte von der Saison, 7 Rennen von 16 oder so, fast in der Hälfte. Einmal. Ja, vergiss auch nicht, du kannst jetzt so neue Dings rein tun. Neue Gearbox. Yes, sir. Schnell am Kurven oder so, es untersteuert immer noch relativ schnell teilweise. Also du musst recht ein passives Setup nehmen, dass du nicht so
rumrutschst. Ja, voll. Ah nein, ja, es sind noch 2 neue Updates reingekommen. sehr gut. Wir sind jetzt eigentlich wirklich hinter Alpine. Okay, Essen hat einfach noch ein Upgrade rausgebracht, darum sind die auch so schnell gewesen in Dings, in Frankreich. Weil das die Updates, die du in F&E heisst das eigentlich, glaube ich, auf Deutsch, drinnen siehst, die sind ja immer vom letzten Rennen, nicht vom aktuellen. Ja, genau, Wovon- genau. Also wir sind jetzt eigentlich wieder an Alpine dran. Aber wir sehen ganz klar, Aero ist immer noch recht teuer. Also wir müssen wirklich Aero machen, unbedingt. Ja, ich weiß nicht wieso, wir haben im Aero Department immer so wenig, wo wir effektiv machen können. Es ist hure nervig. Also wenn jetzt so Frontwing Endplate Lower können wir machen. So, also, gut, aber das wäre es mal gewesen von dieser Folge von F1 2021. Das nächste Rennen ist in Österreich und ja, schauen wir, dass es dort hoffentlich nicht regnet. Das wäre mal schön, wirklich mal ein trockenes Wochenende zu haben. Ja, Aber jetzt kommen dann mal die Rennen, die auch wirklich ich oft gerne fahren. Also hoffen wir, dass ich da vielleicht auch mal ein besseres Ergebnis reinfahren kann als jetzt das P14. Wobei ich muss sagen, ich fahre für die realistischen Ergebnisse rein für einen Alfa Romeo als du. Aber egal. Aber ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit dieser Folge von F1 2021 in der Coop-Saison. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich, oder würde ich uns immer über eine Bewertung freuen, sowie über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao! Hast du dir nichts gesagt? Ich habe es aber nicht gehört. Wieso? Ja, Jazz habe ich gesagt. Ja, wahrscheinlich so laut, dass es für dich ausgefiltert hat. Tschüss! Ja, wahrscheinlich schon. Ciao, ciao.